Ekran! Ekranen geef niet op, als waren de waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Ik zie Eduard Giesbrecht en met mij heb ik vandaag mijn grote amigo Johan Dekreb, een van die Johan Tigre. Ik hoop die woord dat nog weet deze stad zei. Welkom hier in het programma. Ja, dankzij voor mij hier welkom heten. Ik freue mich, dit hier te doen. So, als het eerste Mal, aber es ist wunderschön. Dankzij Eduard voor mij hier aan te laden. So, es für mich eine große Freude, dit te doen. Ik ken van zijn familie, mijn personen, en het is een zeer fijne familie, en ik ga die nu ook een paar jaar geleerd. En einer zit waar Jezus in die mannen leven deed. Maar kost je eerst, wie doorgaan, wie willen van die Zeugnis reden, kost een beetje zeggen van waar je komt, of waar je opgewassen bent, en zo wieder. Ja, ik zie ook in de kolonie ben opgewassen, zoals wat wie vele mensen zijn, wat eruit komt. So, in de kolonie Valle Nuevo zie ik opgewassen. En mijn naam is Johan Dekreb. So, en ik zie door dan mijn leven opgewassen bad 21 jaar. En zo dat brengt je dan veel met zich. Dat is een kolonie wat er touw is, waar we einfach niet kan opleven en niet opreden, zo als alles touw. En zo dan zie ik door einfach de school daar gewoon, zoals wat we gewend zijn. Dat niet scholen zijn waar we vrijheid hebben irgendwo te leren, zo. Dat je best wat een gewisse moet. Zo, maar dan dort dan de school daar gewoon bij 12 jaar. En dan vangt je dat aan dan wat we op de gassen opkomen. En dan door alles metleven wat ons vlees dan nu jankeren deed. Zo, en dan de jugendtijd dus dat daar gemerkt, bij 20 jaar. En dan heb ik me dan bevrijd. En dan als ik dan bevrijd weer, dan wat we doen dan, zo daar gewoon dan bemind worden, wat ze dat dan aan en zo wieder. Zo dan voelde ik immer, dat nu wordt het een moment zijn, wanneer ik naar mijn ältesten fahren, dat ik doe met al mijn zinnen bekend, zoals wat we doen dan geleerd werden, wat we doen dan müssen doen. Zo dan dacht ik zo, ik moet in alles vertellen, wat ik me af en denken kan, wat ik verslechterd gedaan heb, omdat ik een dag verzeggen moet im Himmel zijn. En dat ik moet vrij zijn. So, en dan heb ik dat gemerkt, en toen vangt dan over mijn zware leven aan, zo je zegt, de kamp vangt toen aan dat ik moest kampen. Dat ik veel dat in mijn hart, toen moest wat anderes zijn. Iets dat wat ik gedaan had, dat weer niet de rechte schritt was. Had niet vrede gebracht. Had geen vrede in mijn leven gebracht. So, en dan had ik me dan meestal dan bevrijd. En dan heb ik dan met mijn vriend staat dan allemaal over dingen geredet, wo ik niet slopen kan. Mir wird das immer so, ich habe das im Gedanken, dass wenn ich gut einschlafen, smars wieder ich tot. Und dann wieder ich in der Haal. So, da habe ich ganz klar, ich bin nicht geraten, dass ich nicht abwarten, dann wieder ich in der Haal bin. So, und dann habe ich so dort viele Nachten gehabt, schlaflose, wo ich mich einen Träger gedreht im Bad und nicht schlafen kann. Und ich krieg, wenn ich Menschen dann frage, was kann ich tun, na, hast den Ältesten nicht alles vertalt, was du sollten vertalen, hast die nicht frei gemerkt. So, und dann, dat wird aber nicht das Rechte. Ich fand bei kein Mensch rot, aber du dann ein Tag kam, wo du Menschen von Kanada kam und uns plattdeutsche Bibeln bringen wollten. So, wir hatten das einmal hochdeutsche Bibeln, wo wir dann nicht können plattdeutsch lesen. Und meine Mama hat einmal eine plattdeutsche Bibel, weil ich kann sie soll mir die Leute zum Lesen, dass ich das verstehen kann. So, und sie leidt mir aber nicht, wenn sie sieht, du wieder zu klar bist, zu verstehen, oder dass dein Mensch verleiden. So, und mir wird das immer andeutlich. Ich sehe, das kann einmal nicht sein, aber ich weiß ja das nicht. Ich will so viel jünger aus da. So, und dann, bei den Menschen dann von Kanada kamen und uns abends eine plattdeutsche Bibel brachten. Dann wir schon befreit, nicht so? Ja, dann werde ich befreit. Und dann, wir kriegen bei meinen Eltern, und dann sehe ich zu meinen Eltern, weiß ich die Bibel, so nu habe ich so eine Bibel, wo ich verstehen kann. Wo ich dann lesen kann, was mir was verrät bringen kann, wo ich das verstehen kann. So, und dann glauben sie, ich habe das noch immer durchgestrebt, dass ich will irgendwas Schlechtes. Und ich sage, nee,
Mijn ziel weet niet wat Schlechtes te doen. Mijn ziel weet, ik wil wat Godes doen. Ik wil in de Bijbel checken wat ik verstaan kan, wat mijn leven zal zijn. Zo, en dan, wat ik immer meer verstaan kan, zo, dat wanneer dan veel stress en alles uit aanging, zo dat manche mensen. En dan wil ik immer voort op een andere thema, ik daarom vanuit de Bijbel. Ik wil gaan, check mal hier, zo. Dat we gewoon zes wat dan. En dan, die dat aber nicht lang nicht, na waren die Menschen alle gehen mir. So, sie werden alle gehen und sie sagen, ich kann für mich schließlich dann Bibel lesen, aber ich kann still sein. Ich darf nicht aber groß oder irgendwo durch die Menschen von reden. So, und ich kann aber nicht still sein von dem, was gebeten wird. Das muss zurück. Ich muss von dort wieder vertalen. Leest du met die Frau taub oder du allein? Okay, je leest taub. Ja, wir lesen dann sehr viel taub so. En ik kon dus niet stil zijn van dat, maar ik dan van een kolonie wegtragen naar een andere kolonie, wat ik krijg zo weer. Naar de tres grootste kolonie trage ik dan. Zo, en dan weer door ook naar hetzelfde, maar ik schafte dan voor een weert, wat er veel van de Bijbel vertalen deed, met den kan ik me dan zeer veel herhouden. Zo, en dan heeft hij me zeer veel Geschichten verteld uit de Bijbel, wat me een groter zien weer, en wat voor hem ook zien weer. En hij houdt me immer taub, want hij zo weer als ik, hij wil de weg draaien. Zo, en dan een dag, dan kwam het dan toe dat ik wil de weg draaien. En dan trok ik dan naar de kolonie Chihuahua. Zo, en dan hebben we dan een week gewoond, wat we dan dat eerste Mal te kijken vonden. En dan weer de boodschap dan van, waar we ons kunnen bekeren. Zo, en dan... Wie dat eerste Mal, dat u dat zo klein hier trots, waar u die bekeren kunt? Ik had mal gehört, aber ich kann mal nicht so klar nicht. Das wird das erste Mal, wo ich das so klar gehört wird. Was ging dann wieder? Und dann fiel ich in mein Hort, ich soll das merken, den Sonntag Vormittag, aber ich kriege mich nicht so, sonst vielleicht dann erst, wir haben Angst und da werden alles fremde Menschen. So, und heute einfach Menschen fahrt, ich will mir das nicht. Ook bij ze vindt wat je ook alles dran zaten, dat u bloß niet dat zou steunen, dat u waar alles dran zaten, dat niet te doen, ja. Ja, dan... so, dat wird, ich weiß dort, ich habe mal von gehört, da müssen die beten. Zu Gott beten, auf Plattdeutsch. So, ich dachte immer so, Gott, der würde nicht Plattdeutsch können, wir müssen bloß auf Hochdeutsch zu denen reden, so dass wir Lied werden. So, und dann, weiß ich dort, dass wir würden beten machen. Aber ich kann, also Peter von der gesagt, und ich will mich aber nicht für einen Menschen zu beten. Ich habe das schon mal getan. So, und dann, da ist Sonntag, und dann sonntags oben, dann kommen die Jugendlehrer früher an, also wir wollen dann zur Jugend kommen. Wir wohnen in der Juruz, wir haben die Juruz befreit nach unseren Stützen, also wir wollen zur Jugend kommen, durch spazieren, mit der Jugend so ein bisschen checken, was die deuten und so weiter. Und dann werden wir durch dann, und dann so oben, dann früher die Jugendlehrer mir nach, was ich hat Jesus angenommen. Nein, ich habe nicht. Und dann, was ich lüge. So, ich weiß bis auch nicht, was ich lüge, so, ich habe Angst. Seht ihr ihm dann Wort, oder weiß einfach nicht? Ja, ich weiß bis auch nicht, ich sage, ich weiß nicht. So, aber ich habe bloß betterlich Angst, so, ich will mir das nicht. So, und dann, danach, als wir dann in Schweig fahren wollen, dann früher noch, als ich können mit uns taub beten. Und dann, wir wollen uns beten nicht, was zu sein, nicht ich und nicht meine Frau. Sondern Leute das einfach Tag. Und dann wieder ans Haus. Dann, als wir Haus werden, dann habe ich für mich allein geroht. Dann dachte ich so, was soll ich dort merken? Was kann ich dort? Und dann, aber ich kriege es gleich an. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann gingen wir dann schlafen. Aber am nächsten Tag, so, und ich schaue einen Hundstall. Man 18.000 Hunde, ein großer Hundstall, wo ich dann schaffen darf. So, und vanmiddag even, en mij dreef dat tegen kop, immer waren, ich will Jesus annehmen, aber ich weiß nicht, was ich das tun kann. Und dann war nur Mittag, so steht, und nur Mittag plus waren dieselbe Gedanken dreht und hier über durch. Und ich vierte ganz verfallen, so dann Futter für den Hund. Und auf einmal, ich hatte keine Kraft mehr, ich komme bloß gleich wieder. Ich bin ganz taub, ich komme bloß gleich wieder. Ich bin ganz kraftlos. Und dann sehe ich zu Gott, ich sehe hier, und nu ist der Tag, wo ich die annehme. Und dann schneide ich mich die Hand und bete, was ich vorher gebetet habe. Dann stand ich ab und hatte meine Kraft war, und da fand ich dort, nu ist dort in mein Hort, was ich lang einmal haben wollte. So, und dann
von da wieder mutig und habe ich schon mal so eine schlaflose Nacht gehabt, dass ich Angst hatte, wenn ich nächsten Tag habe und wo tot sein, dass ich wieder in der Halle sein. Okay, Linda, Gott hat den Fried ganz geschenkt in dem Moment. Und wo fängt deine Früh dann, Jesus? Ja, ich vertel dann, was ich getan habe. So, und dann, sie feilt dort, sie soll was tun, aber sie kriegt das noch nicht hin. Und dann wird es dann so weit, dass die Kirche früher, als wir würden wollen, uns zu beschließen, dort wie als Mitgeschwister werden. Und dann uns interessiert dort. So, und dann ein Tag, dann kommt dann ein Lied an, was eine Predigerlied wird. So, und dann haben sie dann verschiedenes gefragt, und so, was wir dann können mitteilen, verteilen dann, und dann kommen wir bei dem Punkt, dass meine Frau sieht, von der ersten Tag, wo ich mein Leben angebe. Okay, so, und dann haben wir mit Arthur gebet, und so gebe ihr Leben durch Hand für Jesus, und habe dort Leute gestellt, und von da wieder, es ist sehr mutig so, wir sterben und gehen weiter weiter. Wow, das ist so schön zu hören, wo Gott dat alles durch Hand lädt und bei einer steht, wo alles andere hat. Aber was ist dein Leben nachher was? Wo ging das dann wieder von da? Ja, viele Mal hat wir hier die Menschen sehen, wenn du die bekehrst, von da wieder geht das immer schein. Und so, dort ist aber nicht. Dort ist nicht, dass das dann immer schein ist. Legalmente ist das schein, wenn es dann habe Jesus, was uns leiser ist, der kann alles leisen. Dann braucht ihr das nicht mehr mit unserer eigenen Kraft. So, das ist schein, aber die Kämpfen, die fangen da an, wo wir mal anfangen zu kämpfen. Und die Gefeile waren nicht jeden Tag beim Himmel sein? No, das ist sehr verschieden. So, aber wir sind zu dort fair gekommen, wir haben gekämpft und wir kämpfen von der auch noch. Wir freuen uns und wir gehen mit Jesus. So, und wir sind sehr mutig, wir haben 3 Kinder nu, ganz schmackige, gesunde Kinder. Und wir loben unseren großen Gott für dort, wo wir uns kennen und wo wir sind. So. Wow, das ist schön zu hören, wo Gott eine ganze Familie kann rübertragen aus der Gebungenheit und kann was ganz Neues anmerken. Junge Kinder sind wirklich sehr schmacke Kinder und ich glaube Gott dafür, aber dort ist dort nach einmal das. Und dort ist für mich auch, was mir einmal den Mut gibt, wieder sein Wort zu verkündigen. Kriegst es ab so einem Radioprogramm ist das, oder wo immer das ist ab Gas, oder beim Fahren, wo immer ich sehe, dass ich von Gott sein Wort rede, wenn es noch ein solche ausstreuen hat, dann kann dort vielleicht irgendwem auch das Verlangen geben, dass er die Bibel versteht. Das ist so damals die Zeit. Ja, dort, wenn wir immer wo was reden, du sind immer so eine Mann, wenn der auch 3 brauchen, aber irgendwo bleibt was beim stehen, was da ein Tag wasen wird. Wo willst du den Tag hier aber sagen? Irgendein Wort, was du den Mut merken kannst? Hast du irgendein Wort für den? Ja, ich würde jedem ein sagen, dass wer du noch nicht Jesus angenommen hat, der weiß nicht, was er verspielt. So, das ist ein großer Event, Jesus anzunehmen, und ich würde die Mut merken, nimm Jesus an, lieber von dir aus morgen. Und dann ist das, wo wir den haben, was du den Sieg über uns bringt, um gerecht zu werden, dann sind wir immer die Gewinner. Wow, okay, Linda, Johann, das ist so schön, was das Programm zu merken. Und das Programm ist mein Gebet, das kann für ihr Gott sein. Und wenn du die fragst, wo du kannst Jesus annehmen, vielleicht kannst du eine Person, die das will ich mit die Top tun. Vielleicht kannst du einen. So dann geh nur denen und sei, help me. Und wenn du nicht einen hast, fang an, die Bibel zu lesen, und besonders im Neuen Testament. Vielleicht wird ein Buch sein in Johannes. Du kannst viel von Jesus kennenlernen. Und das Johann sagt, dass du bei einem Punkt kommst, dass die Sünde leiden, all die schlechte Leben, was du heute hast, und dass du einfach zu Jesus sagst, komm in mein Herz und merk alles nie. Und glaub daran, was du zu Jesus sagst. Ich glaube, dann kann Gott das tun, dass das nie kennt. So, glaub an ihm und glaub an seine Macht. Und wie möchte die von hier Gottes Sehen wünschen und Gottes Friede. Und bis das nächste Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Autobie wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.